Genau. Hey, ich bin im Zürich Oberland aufgewachsen. Wisst ihr das? Man hört es eben nicht so gut. Gell? Die einen oder anderen sind vielleicht überrascht. Ich bin in Thann, bei Rütti, oder bei Dürnten. Gross geworden bin ich nicht, aber aufgewachsen bin ich. So zwischen 2 und 10 Jahren habe ich dort gelebt. Und meine Mama ist eine stolze Berner Oberländerin von Interlaken. Und darum haben wir daheim immer Berndeutsch geredet. Das ist der Wortschatz, den ich kennt hatte, bis ich in Kinski kam und in die Schule. Und dann habe ich angefangen, meine Sprache zu verändern und so ein bisschen ähnlicher zu werden. Ich konnte switchen, ich kann es leider heute nicht mehr. Aber ich konnte auf Zürichdeutsch reden, in der Schule, im Kinski und dann Berndeutsch reden daheim. Aber was ich ganz oft gehört habe, war, du bist kein richtiger Zürcher, du bist ein Berner. Genau, das hat sich meine Kindheit geprägt. Es war jetzt nicht mega schlimm, aber es immer wieder gehört, gewusst, okay, so ganz gehöre ich hier nicht dazu. Und dann mit 10 Jahren haben wir erfahren, wir zügeln jetzt vom Zürich Oberland ins Berner Oberland. Wir zügeln auf Adelboden. Und ich habe mich gefreut, ich hatte so das Bild vom Berner Oberland vom Heidi-Film. Ich dachte, cool, schlafen im Stroh, Zähneputzen im Trog vor dem Haus und so. Wirklich, das war meine Erwartung. Die sind weiterentwickelt, als man denkt. Sie haben fließend Wasser im Haus und Strom. Bin dort angekommen und ich dachte, so, jetzt bin ich endlich unter den Berner. Aber also erstens ist jetzt Adelboden nicht bekannt dafür, dass sie extrem grosszügig weltoffen sind. Und ich hatte natürlich schon ein bisschen Zürich-Dialekt. Also ich hatte natürlich schon gewisse Wörter vom Zürich-Dialekt. Und relativ bald ist mir gesagt worden, ja, du bist kein richtiger Berner, du bist ein Zürcher. Und also bin ich wieder dort und habe mich wieder an einem Ort gefunden, und ich das Gefühl hatte, ja, ich gehöre da nicht ganz dazu. Und mittlerweile bin ich darüber weg, ich glaube, grösstenteils. Und wenn ich gefragt werde, wo kommst du her, habe ich verschiedene Antworten, die ich bringen kann, mit dem, dass ich rede. Und das ist ein grosser Vorteil. Genau, wir wollen heute über das Thema Identität reden. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo gehöre ich dazu? Und wir machen das im Kontext von der Bibelserie Exodus. Ich sehe es da gross hinter mir. Exodus ist das Thema von dieser Serie. Und es ist eine Bibelserie, das heisst, wir ein Buch oder einen Abschnitt von der Bibel so ein bisschen Schritt für Schritt genauer anschauen. Und wir haben das Buch Genesis, oder vor allem den Schöpfungsbericht, haben wir letztes Jahr so im Herbst mal angeschaut miteinander. Im Frühling haben wir Philipperbrief zusammen angeschaut. Und jetzt eben das Buch Exodus. Und ich habe am Freitag, ich bin gerade am schauen, ob Veronique da ist, am Freitag eine Nachricht bekommen von der Veronique, die gesagt hat, sie freut sich so auf die Serie, weil sie hat gerade eine Predigtserie gelesen darüber und sie ist gerade in der Schule das Buch Exodus am Durchnehmen. Und dann denke ich, hoffentlich werden wir dem dann gerecht, was du alles schon weißt. Aber es gibt so viel, was wir in so einer Bibelserie könnte besprechen und anschauen. Und wir werden wahrscheinlich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen zum Teil. Und zum Teil werden wir schon probieren, ein bisschen tiefer zu gehen. Aber es gibt noch viel, viel mehr zum Lernen zu diesem Buch. Und darum wäre meine Ermutigung an euch, ist in dieser Zeit, in den nächsten 3-4 Wochen, vielleicht das Buch Exodus mal mitzulesen oder nachzulesen. Wir werden jeweils ein paar Kapitel zusammen anschauen. Und ich würde es irgendwie cool finden, wenn ihr vielleicht zum Voraus oder nachher die nächste Woche, wenn wir zusammen die Bücher lesen und die Texte lesen und nochmal tiefer gehen in unserer eigenen Zeit. Vielleicht in den Small Groups, vielleicht im Gespräch mit Freunden und Partnern. Aber es wirklich so noch ein bisschen tiefer geht, als einfach nur jetzt in dieser halben Stunde, die wir am Sonntagmorgen zusammen haben. Bevor wir ins Thema Identität einsteigen, möchte ich so einen Überblick geben über das Buch und so ein paar einleitende Gedanken zum Buch Exodus geben. Ich habe so einen Überblick über die 5 Bücher Mose gemacht. Wir werden jetzt nicht da im mega Detail das zusammen studieren, aber damit wir ein bisschen sehen, die 5 Bücher Mose, die Tora, die erzählt eine grosse Geschichte. Das fängt an im Genesis-Buch mit dem Schöpfungsbericht, die ersten 2 Kapitel, dann Kapitel 3-11, mit der Urgeschichte der Menschen, mit dem Sündenfall, Kain und Abel, Noah, all die bekannten Geschichten und dem Turm zu Babel. Und nachher fängt im Kapitel 12 die Geschichte der Erzväter an. Also Abraham, Isaac und Jakob. Und die Geschichte geht eigentlich nachher dort weiter über die nächsten 4 Bücher, die kommen über Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium, wo die Geschichte weitererzählt wird von dieser Familie, von diesem Volk, das aus dem Abraham heraus entstanden ist. Und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht mega ins Detail, aber damit ihr ein bisschen seht, wenn wir den Exodus anschauen, ist es nicht ein isoliertes Buch oder ein paar isolierte Geschichten. Das passiert in der Sonntagsschule ganz oft, dass wir so eine Geschichte rausnehmen und dann das so isoliert anschauen, sondern dass wir uns immer bewusst sind,
stimmt, das ist eine grosse Geschichte, die Gott am Schreiben ist mit seinem Volk. Und wir sind jetzt in dem zweiten Buch, wo es von Ägypten bis zum Berg Sinai geht. Es geht nachher weiter am Berg Sinai, ist das Buch Levitikus, wo ganz viele Instruktionen zum Priesterdienst, Opferkult und Heiligung vom Volk aufgeschrieben sind. Numeri ist nachher die Wanderung, wo sie vom Berg Sinai bis zu den Steppen Moab wandern. Sie haben recht schlechte Navigation, weil sie brauchen fast 40 Jahre für das, was nicht so weit wäre. Und Deuteronomium ist nachher so ein letztes Buch, wo der Mose nochmal zurückblickt auf alles. Ganz viel nochmal zurück erinnert, Rückblick macht, Ermahnungen gibt. Und die letzten paar Kapitel erzählen über den Tod von Mose, bevor nachher das Volk Israel ins verheißene Land hineinzieht. Das einfach so als Info, damit wir, wenn wir das Exodus-Buch anschauen, uns bewusst sind, stimmt, wir bewegen uns in einer größeren Geschichte, die Gott am Schreiben ist. Das Buch Exodus, oder das zweite Buch Mose bei uns in der Bibel, Exodus heisst Auszug auf Griechisch. Also in der griechischen Bibel ist das Wort gewählt worden, weil der Auszug aus Ägypten ist das zentrale Thema von dem Buch. Es hat noch andere Sachen, die dann passieren, aber das ist so der Kern davon. Und im Hebräischen heisst das Buch Shemot. Und Shemot, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das bedeutet Name. Im Hebräischen ist immer das erste Wort von einem Buch ist der Name vom Buch geworden. Und das Buch Exodus fängt an mit dem Wort Name, weil zuerst die Namen von diesen Geschwistern von Josef oder von diesen Söhnen von Jakob aufgezählt werden. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Ist das okay? Ich muss ein bisschen schauen, ich habe gesagt, ich könnte heute eine Stunde predigen und schneide es nicht da. Von dem her habe ich niemanden, ich glaube, Christina Ries mit auf der Bühne irgendwann. Aber genau, die Zentralität von dem Buch Exodus. Das Buch Exodus ist im jüdischen Glauben und im jüdischen Denken extrem zentral. Wir sehen das immer wieder, dass ganz viele Feste, ganz viele Lieder, Psalmen an diesen Auszug erinnern. Und immer wieder zurückschauen auf das und es immer wieder gefeiert wird. Und das ist, weil es nicht einfach nur eine schöne Geschichte ist, sondern weil es für die Juden und das jüdische Volk extrem identitätsstiftend war. Es hat extrem viel darüber ausgesagt, wer sie sind als Volk und wer der Gott ist, den sie anbeten. Das war für sie so zentral, dass Gott ein Gott ist, der sie aus Ägypten herausgebracht hat. Dass er fähig ist, es zu machen, dass er das sieht, das Volk, und das ihm wichtig ist es für sie eines der zentralsten Themen in ihrem ganzen Denken. Und der N.T. Wright, das ist ein Professor für Neutestament, den wahrscheinlich einige von euch auch schon kennen. Er und ganz viele andere sind sich einig, dass, weil das so wichtig ist im Judentum oder im jüdischen Glauben, ist es auch für Jesus etwas gewesen, was ihn sehr geprägt hat und er viel darüber gehört hat, darüber nachgedacht hat. Und dass er sein Leben und was er gemacht hat, so ein bisschen als neuen Exodus verstanden hat. Also der N.T. Wright sagt, wenn du den Exodus verstehst, dann verstehst du extrem viel über das Judentum und über Jesus. Es ist spannend, dass Jesus zum Beispiel am Passafest, an dem Fest, das daran erinnert, vor dem Auszug aus Ägypten, dass er am Passafest gestorben ist. Als Zeichen von einem neuen Exodus. Jetzt nicht mehr Freiheit aus der Versklavung der Ägypter, sondern Freiheit aus der Versklavung der Sünde und vom Tod. Und es ist nicht mega spekuliert, um zu sagen, dass es Jesus ganz bewusst gemacht hat und ganz bewusst den Exodus im Sinn hatte. Ich möchte euch zeigen, wie wir die Serie aufgeteilt haben und darf mal ein Slide rauf tun. Wir haben die Serie in 4 Teile aufgeteilt. Und zwar, heute werden wir über die Identität reden. Identität von Mose, Identität von Gott. Anhand der ersten 4 Bücher, da ist Mose und Gott. Dann am nächsten Sonntag wird Joni Kapitel 5 bis 15 anschauen. Da geht es um Plagen, um Passen und Plagen, um die Erlösung. Kapitel 16 bis 18, Wüste und Manna. Da kommt Johannes Wirth und wird über die Versorgung von Gott reden in der Wüste. Und Kapitel 19 bis 40, wo es um die Beziehung geht von Gott und seinem Volk, um den Bund, der geschlossen wird und Gebot am Berg Sinai. Und der Joel hat das mega schön gemacht, ihr seht es da wahrscheinlich, dass da die 4 Symbole da sind, die uns immer wieder ein bisschen erinnern, damit ihr ein bisschen wisst, wo sind wir heute. Und heute sind wir genau da bei Mose und dem brennenden Busch. Wir wollen diese Geschichte heute zusammen anschauen und uns fragen, was sagt das über die Identität von Mose aus und was hat das vielleicht auch für uns heute noch zu bedeuten.
Und wir werden die ersten 2 Kapitel so ein bisschen in der Vogelperspektive drüber fliegen, ab und zu mal ganz kurz landen und dann vor allem Kapitel 3 und 4 ein bisschen näher zusammen anschauen. Passt das für alle? Gibt es Gegenvorschläge? Sehr gut, dann machen wir es so. Also im Kapitel 1 vom Exodus, wie schon erwähnt, das startet mit den Namen der Geschwister von Josef. Die er nach Ägypten gebracht hat, um sie dort von der Hungersnot zu retten, werden dort aufgelistet. Und dann steht im Vers 6, gibt es einen Zeitsprung von ungefähr 400 Jahren. Dort steht, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Vers 7, die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich und wurden übermäßig und das Land wurde voll von ihnen. Denn das bekannt irgendwo durch. Sie waren fruchtbar, sie mehrten sich und das Land wurde voll von ihnen. Das ist ganz offensichtlich und ganz bewusster Rückblick auf den Schöpfungssegen. Im 1. Mose 1,28, also Genesis, 1. Kapitel, Vers 28, braucht Gott genau die gleichen 3 Worte, die er die Menschen geschaffen hat und sie segnet, sagt er, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Ich habe es heute Morgen schon nachgeschaut, es ist wirklich im Hebräisch die gleichen 3 Wörter, die Gott in der Schöpfung am Menschen mitgibt, beschreiben den Zustand vom Volk Israel am Anfang vom Exodus. Und das ist ganz ein bewusster Link, der da gemacht wird, um zu zeigen, das, was Gott macht in der Schöpfung, macht er jetzt mit dem Volk Israel, mit den Nachkommen von Abraham. Und auch da, wer überrascht, tritt wieder ein Widersacher auf. Wieder kommt wieder jemand, der dem Plan von Gott entgegengesetzt ist. Und das ist der Pharao das Mal. Der Pharao sieht den Segen als Bedrohung und er versucht Gottes Wirken und er versucht den Segen zu stoppen, indem er das Volk unterdrückt. Und das wird im Kapitel 1 beschrieben, wie er mehr und mehr anfängt, probiert das Volk und die Identität von dem Volk auszulöschen. Wie er anordnet, dass alle Buben, die auf die Welt kommen, umgebracht werden. Und wir müssen nachlesen am Schluss vom 2. Kapitel, die mutigen Hebammen, die sich dem Befehl widersetzen. Ganz kreativ, ist wirklich noch lustig, mit viel Humor irgendwo geschrieben. Wir sagen, ja, die Hebräer, die Kinder, die kommen einfach, die flutschen raus und sind da, bevor wir überhaupt dort sind. Da haben wir keine Chance, um das zu kontrollieren. Aber die Dynamik entsteht von dem Segen von Gott und wieder ein Volk oder wieder Menschen, die dem entgegengestrebt sind und das probieren zu unterdrücken und zu stoppen. Die probieren nicht dem zu folgen, was Gott machen möchte, sondern sich selber ins Zentrum zu stellen. Und da fängt das Kapitel 2 an mit der Geburt von Mose. Und der Mose ist unter anderem aber einer der einflussreichsten Figuren im Alten Testament. Also klar ist ein Abraham und ein David und Jesaja und weitere, aber der Mose, von ihm steht, er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Es steht, es hat kein grösserer Prophet als er im 5. Mose. Also es ist wirklich eine extrem zentrale und wichtige Figur. Und er wird in diesen Konflikt geboren, im 2. Kapitel vom Exodus. Und Geburt und Kindheit, wer hat als der Film König, wie heißt der Prinz von Ägypten? Haben alle ein paar Mal gesehen? Das müsst ihr mal schauen. Das ist eine gute Aufgabe für die Serie, diesen Film mal zu schauen. Es ist eigentlich ein Kinderfilm, aber ich habe in der Vorbereitung mal wieder einen Ausschnitt davon geschaut und habe nicht gerade gebrüllt, aber es ist trotzdem irgendwo mit Bildern das mal zu sehen, ist irgendwo eindrücklich. Aber die Kindheitsgeschichten, die haben wir vielleicht schon in der Sonntagsschule gehört und so. Und trotzdem möchte ich kurz mit euch über seine Biografie drüber gehen. Gerade ein bisschen mit dem Aspekt von der Identität. Was macht das mit jemandem? Der Mose ist geboren als Hebräer, als Nachkomme vom Abraham. Seine Vater und Mutter waren vom Stamm Levi, steht in der Bibel. Und seine Mutter hat ihn 3 Monate lang verstecken, eben vor dem Pharao und seinen Leuten, damit er nicht umgebracht wird. Und dann hat sie ihn in einen Korb, oder das Wort ist eigentlich Arche, das ist das gleiche Wort für Arche, in einen Kasten hineingesetzt und hat ihn auf dem Fluss eigentlich Gott übergeben und gehofft, dass er irgendwie gerettet wird. Und natürlich hat Gott es so geführt, dass die Tochter vom Pharao am Baden war und dann den Bub gesehen hat und den Bub quasi adoptiert hat. Also das Mitleid bekommen hat,
Dann kommt noch ein cooles kleines Detail von der Miriam, von der Schwester von Mose, wo auf sie zugeht und sagt, du, falls du jemanden bräuchtest, der das Kind stillen könnte, vielleicht würde ich jemanden finden. Und so kann der Mose noch mal ein paar Monate zurückgehen zu seiner Familie, zu seiner Mutter. Bevor er nachher im Palast vom Pharao eigentlich aufwächst und darum auch der Titel Prinz von Ägypten, wirklich als Prinz im Königshaus, im Pharao-Haus aufwächst. Und da ist mir bei der Vorbereitung noch mal so bewusst worden, dass er im Haus vom Pharao aufgewachsen ist, bedeutet mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit, dass er extrem gut gebildet war. Also wenn es einen Ort gegeben hat, wo ausgebildet worden ist, gut ausgebildet worden ist, in der damaligen Zeit, war es das Haus vom Pharao. Also man vermutet Sprache, also Reden, Schreiben, Mathematik, Astronomie, Geschichte, wahrscheinlich militärisch ausgebildet worden. So als Sohn vom Pharao oder als Kind vom Haus Pharao ist es ziemlich sicher, dass er so eine Ausbildung genossen hat und dass er extrem gut gebildet war. Und bis dahin, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschwenker, aber da könnte man einen grossen Ausschwenker machen, ist noch spannend, dass ganz viele Frauen eine wichtige Rolle spielen im Plan von Gott. Und zwar ist es nicht nur im Exodus so, es ist immer wieder im Alten und im Neuen Testament so. Und für uns als so emanzipierte 21. Jahrhundert Leser denken so, ja, ist ja ganz normal und gut und ja, so soll es so sein. Aber wenn wir überlegen, wie alt das die Texte sind und was es für eine Kultur war, die dazu mal geherrscht hat, ist es extrem bemerkenswert, dass immer wieder herausgehoben wird, dass Gott ganz bewusst Frauen braucht und nimmt, damit sein Plan vollbracht wird. Das nochmal als kleiner Ausschweifer, da können wir eben könnt ihr auch nachlesen. Die Hebammen, die Mutter, die Schwester, die Tochter vom Pharao, später die Frau von Mose, Zippora. Genau, und jetzt ist der Mose aufgewachsen, ist ein bisschen älter geworden. Und dann lesen wir die Geschichte, dass er seine Landsleute besuchen, dass er rausgeht, schauen, wie es so ist mit den Ägyptern und mit den Hebräern, die da zusammen am Arbeiten sind. Und er sieht, wie ein ägyptischer Sklaventreiber einen von seinen Landsleuten erschlägt. Und im Übereifer reagiert er und er schaut schnell um, steht, ob jemand ihn sieht, und er erschlägt den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Ägyptischer Mensch zu erschlagen, hat dazumal vermutlich mit der Todesstrafe bestraft worden. Also er hat schon gewusst, okay, was ich da mache, ist nicht einfach, ich bin der Prinz von Ägypten, ich kann machen, was ich will, sondern auch für ihn hat es Gold, wenn er jemanden umbringt, einen ägyptischen Bürger, dann gilt für ihn Todesstrafe. Und wenn er am nächsten Tag herausfindet, dass er gesehen worden ist, merkt er, und es ist schon beschrieben, dass dann der Pharao ihn möchte umbringen. Also ihn packt Angst und er merkt, oh, was ich da gemacht habe, ist gesehen worden und das bedeutet den Tod für mich. Und er flieht nach Midian, in die Wüste Midian, wo er nachher als Flüchtling lebt. Er ist 40 Jahre lang ungefähr als Flüchtling in Midian, trifft dort seine Frau, kommt dort seine Söhne über. Und das ist so ein bisschen seine Biografie bis dahin. Also er ist geboren als Hebräer, er ist aufgewachsen und erzogen worden als Ägypter und er ist Flüchtling in Midian. Also wenn wir zu dieser Stelle kommen vom brennenden Busch, die wir nachher zusammen anschauen, müssen wir uns bewusst sein, seine Geschichte und seine Biografie ist vermutlich schon ziemlich geprägt von einer Suche nach Identität und von einem Herausfinden von Leben in verschiedenen Welten und irgendwann zu wissen, ja, bin ich jetzt ein Berner oder bin ich jetzt ein Zürcher oder gehöre ich jetzt daher oder gehöre ich jetzt daher, bin ich Ägypter, bin ich ein Hebräer, wo ist mein Zuhause, was ist mein Platz und wer bin ich? Das sind, glaube ich, Fragen, wo man davon ausgehen kann, dass er sich die gestellt hat und sie ihn irgendwo beschäftigt haben. Und so wollen wir jetzt Kapitel 3 und 4 zusammen lesen und ab und zu stoppen, weil die Begegnung bei dem brennenden Busch, die ist voll von Offenbarung von Identität. Also sowohl Gott offenbart sein Wesen auf eine ganz neue und eindrückliche Art, aber es ist auch für den Mose ist die Begegnung voll von Identität und Berufung. Und wir fangen an im Kapitel 3, also er ist jetzt am Schafhüten. Er läuft an den Berg Horeb, oder wo später Sinai genannt wird. Läuft er dort entlang und sieht den brennenden Busch. Und dann lesen wir im Vers 4.
Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, bitte, fragte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und ich möchte da kurz zuerst mal stoppen. Gott gibt sich Mose zu kennen und sagt: Ich bin der Gott von deinen Vorfahren. Vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Und das macht sowohl etwas zum Identifizieren von Gott, dass er sagt, wer er ist, aber es macht etwas mit dem Mose. Zu sagen: Hey, das sind deine Vorfahren, das ist deine Familie, wo du dazugehörst. Das ist die Linie, wo du Teil davon bist. Und der Gott von Abraham, Isaak und Jakob ist der Name, den Gott bis jetzt im Genesis immer hatte. Also Gott hat sich immer offenbart als der Gott von deinem Vater. Danke vielmals, Philipp. Jetzt fühle ich mich unter Druck, dass ich das leer mache, damit jetzt andere anfangen kann. Gott hat sich immer wieder mit dem Namen offenbart. Ich bin der Gott von deinem Vater Abraham. Ich bin der Gott von deinem Vater Abraham, Isaak und Jakob. Das ist der Name, den er immer wieder sich selber gegeben hat. Und es schaut zurück und sagt: Hey, der gleiche Gott, der das Versprechen dazu mal gegeben hat, der Gott, der treu war, das ist der gleiche Gott, der da ist. Und dann lesen wir weiter im Vers 7. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihren Peinigen um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Ein bisschen weiter unten. Also Gott sagt: Ich bin der Gott von deinen Vorfahren. Und dann sagt er: Ich bin ein Gott. Und das sehen wir auch bei der Hagar im Genesis, Dienerin von Abraham und Sarah. Er sagt: Ich bin ein Gott, der sieht. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich bin ein Gott, der hört. Und ich bin ein Gott, der handelt, der eingreift. Gott ist ein Gott, der identifiziert sich als ein Gott, wo Not nicht egal ist. Der nicht einfach weit weg in seinem Himmel hockt und als Zuschauer zuschaut, sondern ein Gott, der sagt: Hey, ich höre das, ich sehe das und ich greife ein. Das ist der Gott, der sich da Mose offenbart. Und dann lesen wir weiter im Vers 10. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Aber Mose entgegnete: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen. Wer bin ich schon? Gott antwortete: Ich werde dir beistehen. Wir können dann nachher noch auf die zwei Aussagen schauen wir nachher noch schnell zusammen an. Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Doch Mose erwiderte: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen: Wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott antwortete: Ich bin der, der da ist. Darum sage den Israeliten: Der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Er fuhr fort, erklärte den Israeliten: Der Herr, und das ist der gleiche Name, das Jahwe, das Ich bin da, der Herr Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Denn das ist mein Name für alle Zeit. So werden mich alle kommenden Generationen nennen. Und da möchte ich schnell pausieren. Und da könnte man richtig lang pausieren. Da könnte man ein Buch darüber schreiben. Und der John Mark Comer hat es gemacht und wir haben es hinten im Regal 15. Das Buch heisst «Gott hat einen Namen». Gott gibt sich selber einen Namen. Gott nennt sich, oder Gott sagt damit: Ich bin mehr als einfach nur ein Konzept oder eine Energie oder etwas da außen Unfassbares, sondern ich bin eine Person. Ich bin es Gegenüber. Und eben die Übersetzung, ihr habt es vielleicht beim Lesen so gemerkt, dass ich bin da,
als Name von Gott. Übersetzer ist sich extrem schwer und es ist extrem schwierig, diese Aussage zu übersetzen aus dem Hebräischen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, das Wörtliche wäre, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde da sein, als der ich da sein werde. Also ganz verschiedene, wie beschreibt man das oder wie sagt man, was Gott über sich sagt, am besten. Und die Wuppertaler Studienbibel hat so 4 Bedeutungsnuancen, wo sie sagen, mindestens diese 4 Nuancen sind in dem Namen drin. Und das ist, Gott ist der Unfassbare, Gott ist der Gegenwärtige, Gott ist der Beständige und Gott ist der Gott von der Zukunft. Also in dem Namen steckt so viel drin und ein Name im Alten Testament ist ja mehr als einfach nur zum Unterscheiden, mit wem rede ich jetzt. Rede ich jetzt mit dem Mark oder rede ich mit dem Krigi, sondern es geht darum, ein Name im Alten Testament und im hebräischen Denken ist die Essenz von einer Person. Es beschreibt, wer eine Person ist. Darum werden auch so viele Namen verändert von Gott, weil er sagt, hey, der Name beschreibt nicht mehr, wer du bist, sondern ich habe jetzt einen neuen Namen für dich. Und so ist, wenn der Name von Gott Jahwe ist das die Essenz von wer Gott ist. Und wie gesagt, da können wir viel, viel tiefer gehen und ganz, ganz viel darüber lesen und lernen. Aber für heute, ich muss mal so stehen. Ich bin mir sicher, dass ihr die einen oder anderen schon etwas gehört habt über das und sonst kann ich da spannende Inputs dazu geben. Aber Gott gibt sich selber einen Namen, offenbart sich so und macht sich persönlich für den Mose in dem Gespräch drin. Und dann geht das Gespräch weiter und es ist so ein ständiges Hin und Her und der Mose argumentiert, warum er nicht die beste Wahl wäre und Gott antwortet darauf. Und dann lesen wir im Kapitel 4, ein bisschen später im Gespräch, geht es am Schluss zu, sagt der Mose, ach Herr, ich bin kein guter Redner. Das war ich noch nie und auch jetzt, wo du mit mir, deinem Diener, redest, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Der Herr antwortete, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Und nun mach dich auf den Weg. Ich selbst helfe dir beim Reden und zeige dir, was du sagen sollst. Und den Vers 13 bräuchte man nicht mehr unbedingt, aber ich finde es noch einfach schön, weil es ehrlich ist. Der Vers 13 sagt der Mose nochmal abschließend, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Und es ist spannend, der Mose, und wie wir schon gesagt haben, der Mose ist wahrscheinlich recht gut ausgebildet, hat wahrscheinlich sehr viele gute Voraussetzungen gebracht, um ein guter Leiter zu sein. Aber der Mose sieht sich selber und sieht seine Schwächen so viel klarer als seine Stärken. Das kennen wir wahrscheinlich auch, die einen oder anderen. Wir sehen all das, was wir nicht können, was uns qualifiziert. Und das Spannende finde ich, Gott braucht wahrscheinlich ein bisschen Nachhilfeunterricht in Therapie und Seelsorge, weil Gott geht nicht auf das ein. Schon irgendwie. Er sagt schon, wer hat einem Menschen das Maul gegeben und wer hat die Fähigkeit, zum taub und stumm zu machen. Er geht schon auf das ein, aber er sagt nicht, ach du lieber Mose, denk doch mal dran, du bist doch in der Schule gewesen, du hast doch gut rhetorisch gelernt reden, du kannst sogar verschiedene Sprachen, du hast die und die Fähigkeiten. Und Gott sagt einfach, schau auf mich. Gott sagt, er sagt es nicht einmal, ich höre dich und ich nehme das ernst, aber Gott sagt, nicht deine Sicht von dir selber ist das, was dich definiert. Nicht all das, was du von dir denkst und was du denkst, was dich qualifiziert, sei das positiv oder negativ. All die guten Leistungen, alles, was du zu beweisen und vorzuzeigen hast, nicht das ist die Essenz von dem, was die ausmacht und deine Identität ist, sondern der Gott, der mit dir kommt. Wir haben es vorher gelesen, im Kapitel 3, Vers 11 bis 12, ist eigentlich genau das gleiche Gespräch. Mose sagt, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen. Wer bin ich schon? Und Gottes Antwort ist, du bist super, Mose, du schaffst das und all die guten Sachen. Gott sagt einfach, ich werde dir beistehen. Das ist seine Antwort auf die Identitätskrise oder auf das Glauben, dass er nicht genug gut ist bei Mose.
Es ist die Gegenwart von Gott. Es ist das Beisein von Gott in all dem Innen, was er berufen ist, zu machen. Und so wenn wir uns ein bisschen fragen, okay, jetzt haben wir die Geschichte, die wir wahrscheinlich alle schon mal, oder viele von uns, schon mal gehört haben, schon mal gelesen haben, schon mal in der Sonntagsschule irgendwo so ein bisschen gehört haben. Jetzt haben wir die nochmal durchgenommen, mit so ein paar Highlights daraus raus. Was hat das jetzt zu sagen für dich und für mich, 3'500 Jahre später, im Ahrtal oder im Livestream? Was können wir aus dem mitnehmen? Und ich habe 2 extrem nicht überraschende Punkte, die ich mit euch teilen möchte. Das erste, und trotzdem glaube ich, ist es so kraftvoll, mir ist in der Vorbereitung nochmal so mega aufgegangen und bewusst worden, hey, der gleiche Gott, genau der Gott, die Person, Jahwe, ist der Gott, der heute Morgen da ist. Ist der Gott, den wir zu ihm beten, der Gott, der unsere Not, unsere Situationen sieht, der zulässt und der eingreift. Der gleiche Gott, der Vorfahren, der das Wort, das Versprechen am Abraham, am Isaac und Jakob gegeben und das gehalten hat, treu war. Der gleiche Gott ist der, der mit uns in unsere Zukunft hineinkommt. Und keine Ahnung, vielleicht ist es für euch so, ja, klar. Aber uns das nochmal bewusst zu machen, hey, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten heraus befreit hat, mit einer kraftvollen Hand, der Gott ist der Gott, der mit mir kommt. Der Gott ist der Gott, den wir anbeten. Der Gott ist der Gott, der im Zentrum steht. Und ja, wir haben in Jesus das nochmal auf eine ganz neue Art gesehen und erleben, was es bedeutet, wenn der Gott Mensch wird. Aber es ist der gleiche Gott. Es gibt nicht einen Gott im Alten Testament und einen Gott im Neuen Testament, sondern es ist der gleiche Gott, den wir anbeten. Die Identität, was er alles über sich sagt in diesen Texten, gilt auch heute für den Gott, den wir anbeten und dem Jesus, den wir nachfolgen. Und das Zweite ist für unsere Identität, wer bin ich? Also die Frage von wer bin ich? Auch dort ist, glaube ich, die Antwort, die wir mitnehmen dürfen, ist, hey, wir sind definiert über Gottes Anwesenheit, über Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und ich sage nicht, tut überhaupt nicht, oder lass uns nicht wie Gott uns gemacht hat und unsere Geschichte irgendwo anschauen und vielleicht an dem zusammen arbeiten und das aufarbeiten. Ich sage nicht einfach, wir stellen uns selber komplett in Schatten und es spielt überhaupt keine Rolle, wer Gott uns gemacht hat. Aber ich glaube, so ein bisschen in unserem therapeutischen Zeitalter, wo wir drin sind, wo wir das Gefühl haben, wir können mit Weisheit und Wissen können wir uns selber perfektionieren, ist es manchmal ganz, ganz wichtig, oder ist es wichtig, dass wir Gott ins Rampenlicht stellen. Wenn es um unsere Identität geht, ja, wir können Sachen anschauen. Bin ich jetzt ein Berner, bin ich jetzt ein Zürcher? Ich kann das nach Blut entdecken, ich kann das nach was auch immer, ich kann das alles anschauen. Aber was mich wirklich identifiziert und was mich ausmacht, ist, dass der Gott, der Jahwe-Gott, der Gott ist, der mit mir kommt. Und ich glaube, das darf uns und soll uns mega ermutigen. In all diesen Fragen, die wir haben, und wie gesagt, lass uns die angehen, aber nicht überbetonen, sondern sagen, es geht darum, um den Gott, der mit mir kommt. Das definiert meine Identität. Und im Neuen Testament sehen wir so 2 Beispiele, die ich mega liebe, die ich euch noch mitgeben möchte, bevor wir nachher zurück in Worship gehen. Und vielleicht dürft ihr schon mal langsam so ein bisschen auf den Weg machen. Das eine ist der Jünger Johannes, der im Johannesevangelium sich selber immer darüber definiert, dass er besonders von Jesus geliebt ist. Mega arrogant, mega unsympathisch für alle anderen Jünger, die das nachher lesen und denken, ja, du bist der besonders geliebt war. Aber aus seiner Perspektive, was ihn ausgemacht hat, was ihn auszeichnet hat, was er identifiziert hat, ist, ich bin geliebt von Jesus. Ich bin Empfänger von der Liebe von Jesus. Und der Paulus sagt im Epheserbrief, schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Also was euch ausmacht, ist, ihr seid geliebte Kind von Gott. Geliebte Kind von Gott. Nicht Angestellte, nicht Werkzeuge,
Nicht Sachen, die Gott möchte brauchen, sondern geliebt von ihm. Und das möchte ich uns allen mitgeben für die Woche aus der Begegnung vom brennenden Busch. Der gleiche Gott, der dort war, der gleiche Gott, den wir im Exodus zusammen anschauen, kommt mit uns. Und sein Mitkommen, seine Gegenwart, definiert unsere Identität.